Ruka. Ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade das Beste, aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? War doch seine Entscheidung. Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Na, wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Das interessiert mich nicht. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Das interessiert mich nicht. Gut, wir haben sogar einen. Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Wer soll es sein? Randolph. Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal steht. Spätestens 2 Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Wie hoch ist dein Einsatz? Wie hoch ist unser Einsatz? Nehmen wir mal 20. 20. Wenn du schon wetten willst, dann mach das gefälligst richtig. Sachen erzählen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich nehme deinen Einsatz an mich und verwahre ihn so lange, bis der Wettkampf vorbei ist, klar? Das war doch schon vorher klar. Das will doch keiner mehr hören. Aber noch nicht jetzt. Das ist eine schlimme Sache. Das habe ich früher auch immer gesagt. Oder? Obwohl, wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Hier hast du meinen Einsatz. Alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit, Randolph hierher zu bringen, hörst du? Hier brauchst du das nicht zu sagen. Steckbriefe? Glaubst du wirklich daran? Da muss man auch mal zuhören. Glaubst du wirklich daran? Dexter? Achso, den glaube ich, haben wir schon mal gelesen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das will doch keiner wissen. Detmond, der Profi. Das ist eine schlimme Sache. Ausgebildeter Killer. Das kann doch nicht wahr sein. Von mir erfährt keiner was. In der Nähe der Hafenstadt. 5000 Gold gibt's für den. Wenn er Das nicht hört sich sieht, gut kann an. ich ihm auch nicht mehr helfen. Jetzt reden wir mal mit Orlan. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Und glaub ja, Wenn du nicht, vielleicht dass ein das ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch, Wenn er das nicht sieht, einen kann ich ihm guten auch Schluck nicht aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, es ja besser. wenn deine Münze rollt. Das habe ich früher auch immer gesagt. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Von mir Die erfährt Miete keiner für was. das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig Das danach hab ich gefragt früher hat. auch immer gesagt. Und selbst dann hat er sich noch damit Zeit gelassen. Besser wissen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Irgendwann muss Seine es Kiste ja auch. kommen. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Das ist kein Geheimnis. Gut, was hat er denn für Rüstungen? Welche Rüstung kannst du mir anbieten?
Ich habe hier ein sehr schönes Stück, Und das glaub dir ja nicht, sicher dass das gefallen alles ist. wird. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Die kostet 2500 Gold. Ist doch wahr. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Aber warte nicht zu lange. Das will doch keiner wissen. So, was hat er denn für Ist Waren? doch da nicht Zeig mir deine Ware. Wenn du bezahlen kannst. Das habe ich früher auch immer gesagt. Der Orkschlechter, den können wir uns nicht leisten. Gold haben wir, Das ist kein Geheimnis. 152. Gut. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Bogen, so einen könnte man eventuell irgendwann auch mal brauchen. Ich hätte das anders gemacht. Können wir denn was verkaufen? An Degen, haben wir eh zwei. Das war keine große Sache. Von mir erfährt keiner was. Das rustige Schwert brauchen wir nicht. Ich könnte dir Sachen erzählen. Die schweren Äste. Wird sich das jemals ändern? Dolch brauchen wir eigentlich auch Immer nicht. wieder das Gleiche. Das ist doch alles nur Gerede. Immer wieder das Gleiche. Grobelbreitschwert. Wird sich das jemals ändern? Zwei Hände brauchen wir nicht. Wir bleiben nämlich Ist bei der doch Einhandwaffe. wahr. Und jetzt hätten wir 278 keiner Gold. Und könnten uns Das die hab ich Rüstung früher leisten. Auch immer gesagt. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich habe was hier anderes gehört. Ich möchte die Lederrüstung Ich kaufen. könnte mir so etwas eine nicht gute erlauben. Entscheidung. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das will doch keiner mehr hören. Das ist wirklich nicht mein Problem. Gut, wie können wir uns das anschauen? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Da erinnert. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ist doch wahr. Gut, schon deutliche Besserung. Von mir erfährt keiner was. Irgendwann muss es ja so kommen. Und jetzt schauen wir mal wegen der Glaubst du wirklich Mission. daran? Leere den Krug in einem Zug. Gut, wir sollen die Ich werde mich damit Flasche Wacholder durch eine Flasche Wasser ersetzen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Aber ich glaube, wenn wir da nicht gingen, dann werden sie uns höchstwahrscheinlich aus der Das hab ich Kneipe früher prügeln, auch im- oder? Glaubst du wirklich daran? Das ist kein Geheimnis. Wenn er das nicht sieht, Da muss man auch mal zuhören. Nix, das ist gut. das Dann wundert. kann man zurückgehen zum Randolph, oder wie der geheißen hat. Kein Geheimnis. Gold, das ist gut. Sumpfkraut. Gut, jetzt ist nichts mehr los da. Da oben ist der Hof. So, und wo ist Randolph? Akil und die Kati.
Und wo treiben sie die anderen umeinander? Gibt es da noch ein Gebäude? Aha, da sind sie doch. Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. Ich gebe dir das Geld für den Wettkampf gegen Ruka. Wirklich? Besten Dank. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Wenn ich gewinne, lege ich sogar noch was drauf. Wir sehen uns. Gut, und wo geht ihr jetzt hin? So, und wir marschieren jetzt auch wieder zurück zur Taverne. Einen Wacholder haben wir schon austauscht. Die Banditennummer auf der Brücke, die werden wir später erledigen. Die haben uns ja letztes Mal schon davor gejuckt. Was ist los? Schlag zu! Schlag zu! Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt. Jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Ruka spielen. Warum? Solange er da drin seine Wetten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? Ja, gib's ihm. Schlag zu! Bleib dran! Ja, gib's ihm. Randolph ist schon da. Der ist aber schnell gegangen. Wehr dich! Ja, gib's ihm. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Schlag zu! Mir erzählt ja keiner mehr Bleib was. dran! Ja, gib's ihm. Wehr Schlag dich! zu! Schlag zu! Wehr dich! Schlag zu! Bleib dran! Bleib dran! Bleib dran! So, die haben ja einen Wettkampf. Da weiß ich mal, wie wir aufhören. Schlag zu! Schlag zu! Schlag zu! Bleib dran! Wahrscheinlich wird alles zu sein. Obwohl, Wehr dich! Ja, gib's ihm. da haben wir doch was. Ja, gib's ihm. Ja, gib's ihm. Wolfsfell, Ja, gib's ihm. Wasser. Ja, gib's ihm. Ja, Ja, gib's ihm. immerhin was. Ja, gib's ihm.